Weihnachten zusammen. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir uns noch mal sehen. Nee, da hätte ich nicht gedacht, jetzt im alten Jahr. Ich war ja noch drauf und dran. Ich meine, ist klar, das wird passiert. Jetzt im Jahr, da hat man so einen Jahresrückblick. Aber ja, ist ja noch nicht um. Ne? Ich persönlich bin ja für einen Rückblick erst, wenn der Jahr um ist. Ne? Aber darum jedet der Jahr nicht. Ich war gerade, bin ich in der Kneipe gewesen, ne? Beim Manet. Und da sagen die alle für mich, hör mal, Junge, was schenkst du dann deine Lieben? Ne? Der ganze Familie. Ne? Ich sage, Junge, das weiß ich nicht so genau. Aber hier, ich bin ja ein Mann, ich habe ja die gewisse, ne? Verstehst du, was ich meine, Junge? Ich gucke in die Zukunft und da weiß ich Bescheid. Ne? Ich weiß, was die wollen, die Leute. Ne? Darum habe ich mir überlegt, ne, meine Freunde da in der Kneipe, die sind unschlüssig. Ne? Der Klaus, der sagt immer, Junge, ich gehe Weihnachten ja nicht mehr nach Hause. Ich habe nichts für meine Frau, meine Tochter, die ist 14 Jahre alt. Was soll ich ihr schenken? Da sind überall Poster, nackige Männer da an der Wand. Kann ich dir nicht schenken, was will die haben? Ne? Früher war klar, da kommt mal was Süßigkeit und dann eine Puppe, die Pipi macht. Aber das ist natürlich uninteressant. Ne? Nö, aber das ist klar, da kann ich euch helfen. Ich habe eine ganze Reihe Sachen mitgebracht, die als Geschenk zu Weihnachten eine richtige Bombe sind. Da seid ihr direkt weit mit vorn. Ne? Pass mal auf, mache ja keine lange Verzell. Ich habe so viel Zeug mitgebracht, sonst könnt ihr den Film ja nicht gucken, ohne zwischendurch nach Klo zu gehen. Ne? So, und zwar ist klar, das erste, was ich euch mitgebracht habe zu Weihnachten, ist klar, hier hat man viele Leute Hand, da ist klar, da wird man beobachtet, da will man schön sein. Das ist jetzt zuerst einmal die Atrix Intensiv. Das ist eine Creme, die nehme ich selber, ne? Die kannst du für alles brauchen. Ne? Die kannst du für die Füße nehmen, für die Hände nehmen, für die Gesicht nehmen. Ne? Da kannst du auch, wenn die Türe quietscht, kannst du das nehmen. Ne? Also ich habe viel ausprobiert, muss ich sagen. Das ist jetzt hier im Speziellen, ist das von Atrix, die Intensive. Ne? Cream Protection Intense ist das, ne? Limited Edition. Ne? Das sind 100 Milliliter. Guckt da, die kriegt die Büchse, da ist recht was los in der Dose. Ne? So sieht das Zeug aus. Ne? Und ich kann euch nur sagen, das ist eine Creme, da habt ihr gewonnen mit, ne? Wenn ihr damit kommt. Ne? In jedem Drogeriemarkt, in jedem guten geführten kriegt ihr das. Ne? Also ist klar, hier für die Mutter eine schöne Creme. Ne? Lohnt sich, was hier schön am Tanzen ist. Kann sie auch noch. Ah. So, als nächstes, dass das hier was vorangeht. Ne? Wenn eure Frau Kosmetik nicht brauchen kann, kein Problem, jede Frau ist in der Küche drin. Oder jedenfalls kommen sie dran vorbei. Thema Küchengegenstände. Pfeffermühle ist mein Thema. Habt ihr schon mal erlebt, was das peinlich ist, wenn ihr geht hier im Geschäft holt für 30 Euro Pfeffermühle und innen drin ist eine Pappe, die ist bedruckt mit Körner. Am ne, wenn es soweit ist, unterm Baum, die Frau liegt unterm Baum, packt das Paket aus. Was ist drin? Eine Pfeffermühle ohne Pfeffer. Ne? Das ist klar, das ist natürlich uninteressant für die Frau. Ne? Die drehen an dem Ding und nichts passiert. Das ist für Frauen meistens uninteressant, wenn die irgendwo dran drehen und da passiert nichts. Ne? So, also habe ich für euch hier, das ist eine richtig gute Pfeffermühle. Die ist direkt bestückt mit Pfeffer, die ist auch stabil im Glas, da kann euch nichts passieren. Der Hersteller ist Cania. Ne? Cania ist ja die Gewürzmühle bunt. Ich nehme grundsätzlich bunt. Ich habe ja viel Pfeffer ausprobiert. Ich habe der schwarze Pfeffer ausprobiert, ich habe der weiße Pfeffer ausprobiert, ich habe der rosa Pfeffer ausprobiert. Aber das Beste muss ich sagen, auch der grüne Pfeffer habe ich natürlich ausprobiert. Ne? Brauner Pfeffer habe ich ausprobiert. Ne? Aber das Beste ist hier, das ist die Mix in diesem Steuer und da ist alles drin. Da könnt ihr gucken, hier, das kommt raus, hier, das, das glaubt sie ja nicht. Denkt dran, hier, das Cania Gewürzmühle, das ist ein Riesenspaß für Weihnachten. So, also jeder Weihnachtstisch, das ist auch praktisch, muss man auch mal denken. Ne? Von Herzen schenken und praktisch schenken, sage ich immer, das ist wichtig. Ne? So, was habe ich noch mitgebracht? Oh, gut, gut. Ne? Also, das war jetzt zum Thema, wenn die Frau kein Kosmetik will. Ne? Hast du jetzt aber Pateau, weißt du nicht, was du machen sollst, habe ich natürlich, das ist eine andere Preiskategorie, das ist klar. So was ist immer, hier sind kleine Geschenke. Wenn du die Frau mal richtig verwöhnen willst, dann holst du ein Beauty-Set. Ne? Da kriegst du immer, ein Beauty-Set. Und ein Beauty-Set, das sieht bei mir natürlich so aus, das besteht aus 3 Teilen. Ne? Die lege ich mal hier hin, damit ihr nicht direkt am Spinksen seid. Denn, ganz wichtig ist, als erstes, das ist ein 3-teiliges Set. Das ist für oben, für unten und für in der Mitte. Ne?
Und zwar ganz klar, das besteht aus einem Erfrischungstuch, aus einem feuchten Klotuch und einer Flasche 4711. Das ist ein super Geschenk, das sage ich euch. Feuchtes Klopapier, ein Erfrischungstuch und der 4711. Das ist eine Duft, das seid ihr international ja nicht sehen mit, das ist eine Jet-Set-Duft. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Wieder zurück, doch keine Pflege, habe ich wieder was für euch. Wenn ihr wollt, dass nächstes Jahr die Weihnachtsbäckerei richtig lustig wird, holt ich hier die Küchenware. Das ist ein Ding, Freunde, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich habe erst gedacht, da müssen Batterien rein, damit das richtig funktioniert. Habe ich festgestellt, ja, was du machst, das funktioniert sowieso nicht. Das Witzige ist, ja, was du drauf tust, das wie ich immer was anderes. Ne? Und das ist das Lustige an der Ware. Ne? Das ist praktisch eine Fundware. Ne? Habe ich viel Spaß schon mit gehabt. Ne? Da sind schon manche Kuchen sind steinhart geworden. Und die anderen, die konntest du mit dem Strohhalm trinken. Ne? Also ist klar, hier so eine kleine Küchenware, die ist in jedem Minute Euro Laden, kannst du die kriegen. Ne? Das ist ein super Geschenk, da freut sich die Frau, da freut sich die Oma. Das ist aber was für die Schwiegermutter, würde ich sagen, in erster Linie. Ne? So, wollen wir mal gucken, was wir noch für euch haben. Klar, jetzt sehen wir mal rüber, sagen wir mal, ein universelles Geschenk. Ein Universalgeschenk, egal, für jeden, sagen wir mal, ab 13, 14 Jahre ist das geeignet. Das ist praktisch der Geschenkeknaller. Das ist jetzt ein Top-Geschenk. Das ist eins meiner ersten Top-Geschenke. Und zwar ist das dieses Produkt. Das heißt ASS plus C. Gegen Schmerzen. Das sind Kopfschmerztabletten, Schmerztabletten. Und die sind hier in dieser Form, die sind hier in dieser schönen Schachtel drin. Da hast du direkt eine kleine Verpackung. Und wenn du die raus tust hier, dann sind die in dem guten Plastikröhrchen. Das ist stabil, bald wie der Pfefferstreuer. Nur mit dem Unterschied, das kann jeder brauchen. Denkt dran, Weihnachten wird nicht nur gefressen, da wird auch gesoffen. Und dann kann man das gut gebrauchen. Ne? Und außerdem, ich habe viel Kopfschmerztabletten ausprobiert, da könnt ihr mir glauben. Ne? Bei uns im Verein, wenn der Karneval ist, da bist du praktisch jedes dritte Kölsch muss eine Kopfschmerztablette mitnehmen, damit du die ganze Session durchhältst. Ne? Aber ansonsten, also das ist für mich ist das Top-Produkt. Ne? Da brauchst du, das sprudelt, das schmeckt lecker wie Zitronenlimonade. Ne? Da trinkst du aus, so wie nächste Schmerzen sind weg. Ne? Wenn man überlegt, zum Beispiel die Amerikaner, die nehmen das ganze Jahr Aspirin, ne? Da freist du die wie Schmartis oder was. Ne? Also, für mich ist das hoppala, immer noch was Besonderes, darum verschenke ich das auch zu Weihnachten. Das kann jeder brauchen, spätestens wenn Silvester kommt. Das ist hier der AS plus Ceratiofarm, das ist eine Kopfschmerztablette. Das ist auch ein super Geschenk. Ne? Weihnachten steht vor der Tür, Freunde, und ihr wisst immer noch nicht, was ihr schenken sollt. Gut, dass ihr hier seid, der Mann des Tages, der sagt euch, was los ist. So, das nächste Geschenk, was ich für euch habe. Jetzt jeder langsam das Eingemachte. Denn, er ist immer schwer zu beschenken, der Vati, richtig. Das war jetzt alles eher was für die Mutti, gut, der Vati könnte hier der Kopfschmerz. Aber, das Wichtigste, Freunde, für den Vati, ne? Das ist klar. Vati, das sind ja Jungs, die jeden Jahr in den Keller oder die tun ja mal was basteln. Ne? Also habe ich kurzerhand, jetzt gerade wo ich da, weil man hier in der Kneipe war, habe ich kurzerhand, habe ich was geholt. Das ist ein Geschenk, das ist eine Bierdeckelsammlung. Und zwar ist das der Jonstein für die größte Bierdeckelsammlung der Welt. So muss man das mal sehen. Ne? Das ist ja im Moment nur eine kleine Auswahl. Ne? Aber wenn man da erst einmal was sich geholt hat, ne? Und wenn man Glück hat, dann hat man auch direkt noch den Deckel, den man eigentlich bezahlen muss, mit dem Kauf, und der Wirt hat das nicht gemerkt. Ne? Dann hast du 41 Euro Jod, da kannst du dich schon jetzt zurücklehnen. Ne? Auf jeden Fall, da sind noch die schönsten Sachen dabei. Da ist hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist hier eine super Becks Bierdeckel zum Beispiel. Das hat ja heutzutage kaum noch einer. Ne? Das ist hier Becks Bier. Ne? Dann habe ich natürlich hier passend zu der Flasche, das ist natürlich auch wie mir Geschenkeset. Das ist ein Jägermeister Deckel, der ist ja aber schon historisch. Ne? Das ist eine historische Deckel. Und dann außerdem, ganz wichtig, das ist eine Traditionsmarke. Das ist das Gildenkölsch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es gut sehen, ich kann es auch gut trinken. Ich stelle es mal hier hin.